riecht. Ist das aber eine Überraschung. Überraschung. Mutter, hau zu. Jawohl. Könnt euch vor mir nicht verstecken. Vor mir wieder. Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen. So, der haut mal munter die Hucken voll. Meinem Leid. Orderer ist in der Nähe. Ihr habt Konnte nicht anders enden. Okay, Mann. Wie schaut denn eigentlich aus mit Utgert? Hin wir da, oder wie? Die gefallen? Was auf der Kerker? Haben wir da was zum Befreien? Weil da ist keiner eingekerkert. Er ist fort. Aber mit ein bisschen Glück kann man da aufsteigen, hä? Was sagst du denn? Ich hab ja noch Bocker. Ja, pass auf, da ist keiner mehr. Kommt schon, mal sehen, was ihr drauf habt. Was sagt dann? Da drum? Bandit, geh mal über da. Weil ich kann auch gehen. Wird sich wurscht. Aha, da drum. Wahrscheinlich der letzte seiner Art. Warte mal, schau mal auf da. Ich rieche Schwäche. Gehört den Nord. Bumm, gleich tot. Macht euch bereit zu sterben. So, der Meister der Rose steht da draußen. Dieser Depp. Ich werde mich an eurem Herzen laben. Ja, gut. Dramatik pur. So, sehr gut. Behauptet. Anders enden. Aber wir haben's. Wieder. Nimm die Pfeile mit. Bumm, das war eine harte Nummer. Gibt eine Belohnung? Nicht so wirklich, gell? Scheiß drauf. So, dann würde ich sagen, wir reisen zurück. Nach Einsamkeit. Want is.
Wir waren die lästigsten Banditen aller Zeiten. Ja, bitte, Fräulein Ricke. Das muss aber gelungen. Du, warte mal. Der Bandscher. So ist der nicht daheim. Ihr könnt doch sicher den einen oder anderen. Hey, ich wollte den plündert einfach Wenn mal. ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Herr Pfeilmacher, bist du wach? Jo, Dominik. Bin gekommen, um zu plündern. Man, von nix gibt nix, oder? Das. Und einen schrottigen Bogen, dann kann ich sie beuten. Komm, war was? Nee, oder? Du bist halt ein Haus. Meine Statistik. Die war da, wo waren die? Besser meine Verbrechen, die waren doch irgendwo, oder? Thomas. Das Kopfgeld in Reach bei 60.000. Lieber gut. Kein Wunder, dass mir jung. Wie die letzte Sau. Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen herzujagen. Zaubertränke bekommt ihr in Wenn Ulfried Angelins diese Krone in die Aromalöckchen. Hände bekommt, Nix, Ulfried, ist sie kein bin ich Märchen mehr. Dann wird schön euch wieder in einem Stück zu sehen, Soldat. Ich schicke sofort Männer zur Festung. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Aber bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit, dass ihr der Armee offiziell beitretet. Redet mit General Tullius. Er wird die Vereidigung vornehmen. Mit eurem Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Kaisers und somit eines jeden Bürgers im Kaiserreich stellt. Ein Eid ablegen. Wer oder wir? Ihr habt eure Meinung geändert? Wollt ihr nun doch Soldat für das Kaiserreich sein? Einen Schuh abzulegen, ja gut. Machen wir heute mal. Nun gut, sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede II. Meine ewige Treue und unerschütterlichen Gehorsam den Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Das glaubst aber nur du. Wer über mir steht, möge mich richten, wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Lang lebe der Kaiser, lang lebe das Kaiserreich. Lang lebe der Kaiser. Lang lebe Bayern, du Depp. Willkommen bei der kaiserlichen Armee, Soldat. Vergesst nicht, wir kümmern uns um uns selbst. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Redet mit Beirand. Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Nun, wenn ich mich nicht irre, hat Legat Ricke einen Sonderauftrag für euch. Parteiisch. Pass auf, den Sturmmäntel haben wir die Benegung geschlossen. Das habe ich das letzte Mal gemacht. Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter Sockenkrone. einem Märchen herzujagen. Wenn Ulfric diese Krone Ricke? in die Hände Wo bekommt, denn die? ist sie kein Märchen Da ist mehr. die Dann wird Laubertaschen. sie zum Problem.
Haltet ihr Nord denn nichts von euren Willkommen bei der Armee, Ich Hilfssoldat. dachte, die Hör zu. Volksversammlung wählt den König. Wir unterstützen Elisif. Wenn sich die Volksversammlung trifft, wird sie das Recht... Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Hör zu. Galmar Steinfaust, Ulfriks rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Korban Jund. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. Eine legendäre Krone aus der Zeit König Haralds oder sogar noch davor. Ein mächtiges Relikt eines goldenen Zeitalters, das längst Geschichte ist. Der Legende nach wurde die Krone aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll ihrem Träger Macht verleihen. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, in Ulfriks Händen wäre es ein mächtiges Symbol, mit dem er Unterstützung für seine Sache gewinnen könnte. Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ihr Standort ging mit König Borgas verloren, als er auf seinen alessianischen Kampagnen von der großen Jagd getötet wurde. Angeblich wurde sein Leichnam nach Himmelsrand zurückgebracht und geheim mit der Krone begraben. Das Wissen über den Ort ging im Erbfolgekrieg verloren. Meine Leute teilen mir mit, dass Galmar sich ziemlich sicher ist, dass in Korban Jund das Grab von König Borgas liegt. Ich kenne Galmar. Wir haben in vielen Kriegen Seite an Seite gekämpft. Er neigt nicht zu sentimentalen Träumereien. Wenn er glaubt, dass die Krone hier ist, hat er sie wahrscheinlich gefunden. Ich hoffe, dass Ulfric zu Sinnen kommt, aber ich fürchte, dass es dafür schon zu spät ist. Wahrscheinlich würde Ulfrics Tod reichen oder der Sturz eines Jarl, der ihn unterstützt. Beides ist mit einer Menge Blutvergießen verbunden. Es haben nicht alle auf der Korban Volksversammlung Jund. zugestimmt. Aber bevor wir da Ihr hier seid abbrechen, jetzt schon lange genug werden wir eine hier, Pause um zu hauen. wissen, dass Nord nicht immer vernünftig sind. Enrique geht. Wir folgen unserem Die lauert mal zwei. Na und? Ulfric bekommt diese Krone und dann ist er auf einmal Bleibt Großkönig? wachsam. Nein, so einfach Tut mir ist das es nicht, Kaiserlichen. aber die Krieg ich Ausrüstung? Zackenkrone wäre ein mächtiges Symbol, mit dem er Ich denke, der Legat hat euch einen Befehl erteilt. Was steht ihr hier noch Wenn rum? wir sie Zieht wieder los! vor Reden ihm durch. finden. Und wir haben es Elisif überlassen? Du hier. In Abwesenheit der Kaiserliche Volksversammlung Schlafgemach. würde es ihren Anspruch zusätzlich legitimieren. Vielleicht. Ich vertraue euch so viele Ressourcen an, wie ich entbehren kann. Aber ich warne euch, wenn sich das als Verschwendung von Zeit Feine Kleidung Leuten entpuppt. und Gold. Es Gold wäre brauchen wir. nicht vergebens. Meine Kaiserliche bin ich Kunde. Soldaten hier mit. Bin ein Herr Ihr Lunke. könnt ihn zurückschicken, wenn ihr dort seid und nichts weiter vorfindet als alte Knochen und Spinnweben. Steinfaust ist kein Tor. Er hat die Krone gefunden. Bürger? Bürger. Das ist Kaiserlicher. Bin ein kaiserlicher Kater. Von der schlimmsten Sorten. Ja? Ihr braucht etwas? Nicht gerade meine Sternstunde. Rockvir war ein guter und ehrenhafter Mann. Manchmal muss man eben tun, was getan werden muss. Man muss einen Mann nicht hassen, um ihn zu töten. Zugegeben, es hilft. Ihre Zielsicherheit lässt noch zu wünschen übrig, doch sie sind bereit für den Kampf. Schließt meine Männer in eure Gebete ein. Die werden sie auch brauchen. Meine Gebete. Bald in Form kommen. Beten Dominik. Ich gebe nichts auf schöne Kleidung, aber ihr seht so aus, als ob ihr es tätet. Okay Leute, dann müssen wir machen wir eine Pause. Glänzende Gewänder. Und die machen wir. Warte mal, wo bin ich jetzt? Könnte sein, dass es da zum Jall geht, oder? Gut, Stolzspitze. Wie schaut denn aus, ob dieser Witz aus? Die Bauernakademie. Aha. Der Jorn.
Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Wieso auch nicht? Zugegeben, wir singen Lieder über Könige, Königinnen und ihre Politik. Aber wisst ihr, wer wirklich Geschichte schreibt? Derjenige, der sie zu Papier bringt. Ich bin Barde von der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Erkunde die Bardenakademie. Lebt Warte wohl, mal. Fremdling. Der guckt mir das nächste Mal. Aha. Willkommen an der Nein, Mann, Bardenakademie. will Pause machen. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Ja gut, bewirb mich. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Badenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Baden. Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Bardenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Lieder-Edda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Ja, laut Giraud, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmannsruh befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Pass auf, bevor wir mit dem weiter plaudern, legen wir eine Pause ein. Ich wünsche euch Glück beim Finden König des Olafs Verses. Vers. Den soll ich das nächste Mal. Zum Glück hat er mein Leben lang nicht singen wollen. Da bin ich weiter schlecht geworden. Pass auf, eine Pause. Wo wollen die? Da ist gemütlich. Mach mich zu da. Jetzt zieht er so. Okay Leute, ich würde sagen, das nächste Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und servus.